So, Kollegen und Kolleginnen, ein ganz großes Merci. Und alle Guten für wirklich fantastisch, massiv Präsenz heute Abend am Tramshop. Vielmals merci. Ich weiß nicht zu viel das mal sind, 800, 900 oder 1000, das ist auch egal, das ist massiv und das weist auch die ganz Breit vom OGBL, den an allen Sektoren hier im Land vertreten ist. Und ich begrüße dann als Kollegen, und vor allem als Kandidaten und Kandidatinnen aus der Sidérurgie, ich begrüße als Kandidaten aus der Industrie, der metallverarbeitenden Industrie, der chemischen Industrie, der Industrie von der Alimentation. Ich begrüße als Kandidaten und Kandidatinnen aus dem Bau und dem Handwerk. Ich begrüße als Kandidaten aus dem Finanzsektor, aus dem Transportsektor, dem Bus- und dem Gütertransport, der Aviation, aus dem Handel und als Kandidaten und Kandidatinnen aus dem Medienbereich, dem Hochschulbereich und aus der Recherche, als Kandidaten und Kandidatinnen aus dem Nettoyage, den Energiebetrieben, dem Gesundheits- und Sozialwesen, aus den Gemengen, vom Staat, an anderen öffentlichen Einrichtungen und aus vielen, vielen Betrieben aus dem Servicebereich, einmal ein ehemaliger Gewerkschaftskollege, der gesagt hat, für den Servicebereich, das geht von der Frittenbude bis bei den Orchester Philharmonik. Sie begrüßen alle Guten, die dort Tischleihen, an zu guter Letzt als Kandidaten und Kandidatinnen, Rentner, die ja bekanntlich auch an ihrem Gruppe an der Chambre des Salariés, für die Chambre des Salariés kandidieren. Merci, dass ihr hier seid. Also ich kann noch damit anfangen, zu informieren, dass wir heute schon mehr wie 4000 Kandidaten und Kandidatinnen sind, die angeschrieben sind für die Wahlen vom 12. März 2019 an. Der könnt ganz sicher sein, dass sie bis zum Depot, dem letzten Datum, dem 25. Februar, es werden dann noch ganz, ganz viel mehr sein. Und auch da, große Merci und all Respekt. Und die Repräsentativität geht ja auch dann in der Strach, weil ihr darauf hinweist, dass es sowohl Männer wie Frauen sind, sowohl Junker wie Älterer, natürlich auch nicht zu vergessen, all als Grenzgängerkollegen aus der Belgien, Frankreich und Deutschland. Auch vielmals merci, dass ihr bei uns dabei seid. Merci an alle Kandidatinnen und Kandidaten, an das sowohl die schon Personal delegiert sind, wie vor allem auch die vielen, die es noch nicht sind. Erlaubt mir, zu der Decision vielleicht pur wieder zu verlieren. Decision, Kandidat zu sein, das ist eine Decision für ein persönliches Engagement. Das ist eine Decision aus der Memberschaft am OGBL nach mehr zu machen, gewerkschaftsaktiv zu gehen, und noch mehr wie gewerkschaftsaktiv, mehr sich zu präsentieren bei Wahlen, gesetzlich demokratischen Wahlen, für das Interesse der Leute zu vertreten.
an Interessen zu vertreten an einen kollektiven Sinn. Und die Decision vom Engagement, da das für euch alle gut in der Kenntnis, Bewusstsein, dass ihn dann am stärksten ist, wenn in die individuelle Konkurrenz an den Betrieben, an der Gesellschaft überwindet, an weiß, dass er kollektiv am stärksten ist, für sich gemeinsam durchzusetzen, für die Arbeits- und Lohnbedingungen an den Betrieben, überbetrieblich, und auch um nationalen Plan par rapport zu den Fragen von Sozialstaat bis über Sozialversicherungen, Arbeitsrecht, Sozialrecht und so weiter. Das ist eine ganz wichtige Decision, und ich kann euch verraten, und es ist so nicht dann nur am Namen von all denen, die schon lange Personaldelegierte sind, dass der nicht wird schuld sein. Personaldelegierten zu sein, als ein hart Arbeit. Motiviert, ehrlich, engagiert, mit der Wert erleben, dass eben genau das Engagement, die Arbeit, einem auch ganz viel bringt für seine eigene Persönlichkeit und an die sozialen Relationen zu Arbeitskollegen und zu vielen anderen Gewerkschaftlern. Und das eben an der Arbeit als Delegierten und dann aber natürlich auch, wenn darüber rausgeht, an gewerkschaftlichen Aktionen, und ich kennt haut, vielleicht, und sie sind noch heibannen, die Leute zitieren, die nicht mitgesehen, sind am Ende zu suchen, nämlich die am Streik waren an den Pflegeheimen. Das ist die extremste Gewerkschaftsaktion, die ich machen kann, dass die so, und das wird als gebunden, das ist ein Lebensaufhang, das ist etwas, das wird man nie vergessen. Und das ist auch verbunden mit dem Engagement auf der einen Seite, viel Arbeit, oft natürlich auch Frustrationen, mir für allem, aber auch etwas, was den insgesamt auch persönlich weiterbringt. An Gewerkschaftsdelegierten, OGBL-Delegierten, das ist mehr wie eben die sich Kandidat melden für auch Delegierten zu sein, die nicht gewerkschaftlich sind. Du sind da natürlich sind da drin, die man immer Patros-Delegierte nennen, aber es sind auch viele drin, die das nicht sind, die sich ehrlich engagieren, und die ganz schnell merken, dass wenn sie nicht eine starke Gewerkschaft am Rückruf, wenn sie keine Gewerkschaftsdelegierte sind, wie eng ihr Spielraum ist, hier Handlungsfähigkeit für überhaupt einen Betrieb gegen den Patron zu erreichen. Das ist äußerst limitiert. Und dann das Gegenteil davon. Das ist die gewerkschaftlichen Delegierten, vor allem dem am OGBL, die weiß, dass es handelt sich eine starke Gewerkschaft am Rückhalt, dass es ganz viel kann machen, nicht nur um Niveau vom Betrieb, wie auch überbetrieblich an die Unterstützung, da das sein Syndikat, da das aber auch ein Service, die alltag viel von unseren Membern unterstützen an ihren individuellen Problemen, Arbeit und Sozialrecht, und da das eben die Unterstützung auch von all den anderen gewerkschaftlich organisierten Membern am Betrieb. Und das ist eben der qualitative Unterschied zwischen einem gewerkschaftlich organisierten Personaldelegierten an denen, die es nicht sind. Und ich will umgedreht sein. Den OGBL an all seiner nationaler, überbetrieblicher Interessensvertretung, den kann nicht funktionieren, den ist nicht handlungsfähig, ohne die Hunderten bis an Tausenden Personaldelegierten vom OGBL, der sieht Rückgrat vom OGBL, neben unseren Membern, der sieht das aktiv Rückgrat, und ich hoffe, dass die meisten von euch auch als Personaldelegierten gewählt werden können. Und ich habe noch schon gedeiht. Wenn OGBL Personaldelegierten
als den Delegierten von nicht egal welcher Gewerkschaft. Mit das vom OGBL. Der weitaus größte Gewerkschaft hier aus dem Land, der treibende sozialer Kraft hier zu Lützeburg der Nummer 1. Seit der 40 Jahren als den OGBL das Motto vom sozialen Fortschritt hier zu Lützeburg. Wir haben über 70.000 Membern an über 200 Kollektivverträge verhandeln mit Arbeits- und Lohnbedingungen von unseren Arbeitskollegen und Kolleginnen an den Betrieben. Wir sind an Hunderten von Betrieben, an den Personaldelegierten, Delegationen federführend, und wir haben die absolute Majorität an der Chambre des Salariés. Das werde ich als vorstellen, als kein rhetorisch akademisch froh, mir ganz wichtig. Was gäf oder wie gäf heute zu Lützeburg der Sozialstaat ausgesehen? Wie geht von uns öffentlich-rechtlich, solidarisch Sozialversicherungen ausgesehen? Als Lohngesetzer, als Arbeitsgesetz, Mattbestimmung, wann den OGBL nicht gibt gehen. Und dran, der Antwort auf die Frage, die einfach zu beantworten ist, dran leid Kolleginnen, Kandidatinnen und Kandidatinnen auch Bedeutung von der Wahl, von den Sozialwahlen 2019. Weil das ist ein ganz wichtiger Moment, worin festgelegt wird, welche Rolle den OGBL an den nächsten 5 Jahren hier am Land spielen soll. Niveau von der Vertretung von den Leuten an den Betrieben, Niveau von den Kollektivverträgen, Niveau eben sozialen Plan par rapport zu allen Fragen, die sich Niveau Sozialstaat, Sozialversicherung, Sozialrecht stellen oder Niveau von der Arbeitsgesetzgebung und so weiter. Das geht für uns alle gut. Und ich meine da keine Ausnahme. Die Umsetzung von unserem Auftrag. Sozialgerechtigkeit, Lebensqualität an der Gesellschaft, starke Sozialstaat, fortschrittliche Arbeits- und Sozialgesetze, gute Arbeitsbedingungen, Lohnbedingungen an den Betrieben, an gut sozial und beruflich Perspektiven für all die schaffenden Leute, an hier Familien, an das Haut für eine ganz große Herausforderung. Die größte Herausforderung, das sind die, dass wir seit Jahren, wenn nicht nur schon eben Jahrzehnte konfrontiert sind, mit der sogenannten neoliberalen Politik, andere nennen sie neoklassische Politik, an Europa, mit allen Konsequenzen, die es hat, und ich will stellvertretend für die Konsequenzen zuholen von den sozialen Inegalitäten nennen. An alle Länder von Europa und auch hier zu Lützeburg. Das ist eine große Herausforderung für uns. Und das für den Hintergrund vom Risiko von neuen Frakturen an unserer Gesellschaft. Risiko natürlich über die Entwicklung von der neuen Technologien, von der Digitalisierung, wo es ganz, ganz wichtig ist. Und das ist ein Auftrag, dass Sozialinegalitäten an dem Kontext nicht zuholen, mehr aufholen, und dass vor allem auch die Lebensqualität von allen Leuten sich verbessert und nicht verschlechtert. Und dann das Ganze unter dem großen Hintergrund der großen Notwendigkeit, ich kann so Lebensnotwendigkeit, nämlich, dass als Gesellschaft und als Wirtschaft muss Ressourcen schonend gehen für die ganz wichtigen Klimaziele zu erreichen. Das ist der größte Hintergrund von dem, was wir zu merken haben. Und ich könnte dann aber aufgrund von der Entwicklung von sozialen Inegalitäten und damit auch nur soziale Krisen, politische Krisen in Europa Stichwort nennen von all den giftigen, demokratiefeindlichen Bewegungen, Parteien und Organisationen, die in Europa
am Obtrieb sind, an die muss man op heftigste bekämpfen, weil das als sozialen und gesellschaftlichen Rückschritt statt Fortschritt. An der Demokratie kann ich auch den Frieden schwätzen, weil das so ganz aktuell. Ich war auch ein von denen, von der halben Million, die an 80er Jahren zu Bonn gegen den NATO-Doppelbeschluss auf die Straße gegangen sind, gegen Stationierung von Mittelstreckenraketen an Europa. Ende 80er Jahren, ich meine, war 87, als es zu einem Vertrag kam, vom Verbot von den Mittelstreckenraketen zwischen der USA und der Sowjetunion damals. Und ich fand den Skandal und ich fand weltpolitisch eine Katastrophe, dass 30 Jahre danach der Vertrag am Moment am Gange ist, abgekündigt zu gehen, und wir riskieren, hier in Europa an dieselbe Spur zu kommen, wie man 34 Jahre war, geht dann nie aus der Geschichte gelehrt, und auch das als ein Auftrag, den wir als Gewerkschaft tun. Für das alles zu meistern, muss die Gewerkschaftsbewegung stark sein. Als Salariat heute zu Lützeburg braucht die starke Gewerkschaft. Weil nimmen eine starke Gewerkschaft kann die Verhandlungsmacht, die Handlungsfähigkeit tun, die notwendig ist, für gegenüber dem Patronat, den Patronatsorganisationen, an der Politik, am Interesse von allen schaffenden Leuten, die Enkel geschafft haben, können weiterzukommen. Kollegen und Kolleginnen, all die letzten Jahre haben wir das bewiesen. Also Bilan ist positiv. Ich mache heute keinen langen Exkurs, da von mir so ein wichtiger Punkt. Den Index als Succès gegen die Austeritätspolitik, die Entwicklung von unseren Kollektivverträgen, bei Mindestlohnverbesserungen, bei den Arbeitszeiten, Aufsicherung von den, an Ausbau von den Sozialleistungen, an auch Protektion, die Aufsicherung von unseren Sozialversicherungen. Und diese Aktion die muss weitergehen. Und das sind auch die Engagementen von MOGBL, an diese Sozialwahlen am Interesse vom gesamten Salariat halt zu Lützeburg an ihre Familien. Und ich erlaube mir, wenn der erlaubt, dass ich so auf ein paar Punkte angehen, die von besonderer Bedeutung für die kommenden Jahre sind und die auch fest an unserem Wahlprogramm verankert sind. Der nächste Punkt, sie besser allein. Das ist bekannt, eine Hauptmission von der Gewerkschaften als die Verhandlung vom Lohn. Dann das Wort dafür die Verdelung von dem gesellschaftlichen Reichtum, den an den Betrieben geschaffen wird. Und OGBL hat hier große Succès zu feiern. Und das soll auch nicht vergessen gehen. Weil man nämlich bloß mit den Arbeitskolleginnen an den Betrieben schwätzen. Da gehört das zu dem, was da hinten zu sagen hat. Dem OGBL ist es gelungen, trotz permanenter Attacken von 2006 bis 2013 gegen das Indexsystem von den Löhnen und von den Rentner, den Index zu retten, und zwar nicht nur zu retten, sondern zu 100% zu retten. Und das ist ein großer Succès gegen das, was die Demos-Regierungen hatten, mit der vollen Unterstützung vom gesamten Patronat hier zu Lützeburg. Beim Index geht bekanntlich nicht um die Reallöhne, es geht um die Anpassung von der Löhne und Preisentwicklung. Aber als Engagement für die nächsten Jahre muss auch das sein, dass wir weiterführen
mit einer offensiver Politik für besser real leben, die sich real entwickeln. Weil da Kolleginnen und Kolleginnen besteht, und du kennst ganz Europa holen, und Lützeburg gehört auch dazu, Nachholbedarf bei der Lohnparrapport zu der Entwicklung vom geschaffenen Reichtum an der Entwicklung von der Produktivität. Und das ist so ganz interessant von dem Moment. Sogar eine Europäische Kommission hat die sieht, es muss selbst bei der Lohn gemacht gehen, die Bannenaufruhr an Europa muss gestärkt gehen, Kaufkraft muss gestärkt gehen, und sogar Konditionen, Bedingungen, wie Lohn verhandelt, die sollen verbessert sein, und damit verstehe ich auf jeden Fall als Gewerkschaftshandlungsmöglichkeiten über Tarifautonomie und so weiter. Weil so ein Nachholbedarf dann hier steht, dass die Entwicklung von den Löhnen nicht mitteilen mit der Entwicklung von den Dividenden, von den Aktionären, an denen, die am Besitz von den Betrieben sind. An der Lohnoffensiv geht es natürlich auch, und da sind wir beim Biller, ein ganz Party von positive Beispiele. Ich kann einen ganz rezenten Vertrag nennen, nämlich den am Bausektor, wo wir ein positives Lohnresultat erreicht haben. Und es ist so in den Kollektivvertrag stellvertretend für viele andere, wo wir als Lohnoffensiv angekurbelt gekriegt haben. Aber wie gesagt, damit muss es weitergehen. Und wenn man eine starke Gewerkschaft, nicht nur einzelnen Betrieb, an einem einzelnen Kollektivvertrag, mehr am Verbund von dem gesamten Kollektivvertragswesen, als kapabel, so eine Lohnevolution aufzusichern und auszuhandeln, respektive da, wo es muss sein, zu erstreiten. Das gilt für die Löhne im Allgemeinen. Und dann haben wir den Mindestlohn. Und auch da will ich just daran erinnern, dass keine andere Gewerkschaft, war wie die OGBL, in 2015 angefangen hat, 10% mehr Mindestlohn hier im Land zu fordern, aus dem ganz einfachen Grund, weil wir der Meinung sind, dass die Leute, die hier zu Lützeburg 40 Stunden schaffen, für den Mindestlohn einen Lohn mussten kriegen, den es ihnen auch ermöglicht, hier am Land normal zu leben. $60.000 Leute schaffen als Lützeburg mit Mindestlohn. Und da gibt es eben die ganz große Zahl von Zehntausenden und Zehntausenden Leute, die just über den Mindestlohn ihren Lohn haben. Und das ist ein nächster Success. Dass die neue Regierung den Mindestlohn an die Lut setzt. Ich will heute noch einmal ganz klar sagen. Weil das Lohnprojekt von der Regierung fehlt, das sind 0,9%. Und das, was wir fordern, sind 10%. Es fehlen also noch 9,1%. Kolleginnen und Kolleginnen, da ist auch heute Abend unsere Message und die Regierung ganz klar. Die erste Etappe ist positiv, aber wir vergessen auch nicht, dass sie steuerlichen Plan auch noch etwas machen wollen. Es ist auch positiv, und das hat auch etwas mit uns zu tun, dass die Regierung garantiert hat, dass die Normalanpassungen sollen während der ganzen Mandatsperiode ohne Diskussion stattfinden. Aber was noch bleibt, und da lässt man nicht nur das Regierung, als auch heute Abend abgefordert, schon die nächsten Etappen zu planen von den nächsten Erhebungen, und zwar während der aktuellen Legislatur, also bis zum Jahr 2024. Liebe Kandidaten und Kandidatinnen, liebe Kolleginnen und Kolleginnen, neben der Lohnfrage rückt auch die Arbeitszeitfrage immer mehr an den Mittelpunkt von den Diskussionen. Und er soll gut, und er band das nicht nichts, dass ein Patronat von jeher probiert, die Arbeitszeit so lang wie möglich
zu verlängern. Und dass sie probiert, und das ist so ganz aktuell, die Arbeitszeit einer Betriebsinteressen zu unterwerfen. Für den schaffenden Mensch als die Arbeitszeit Lebenszeit. Für den Aktionär als es keine Lebenszeit mit das Quell vom Profit. Und das ist der wesentliche Unterschied. An dem Match, der lebt alltag auf. Und der wird auch an den nächsten Jahren eng von unseren größten Herausforderungen sein. Und auch da geht es nicht ohne OGBL, weil der OGBL hat kein anderer wie den OGBL, den 2016, trotz aller Forderungen vom Patronat, no Flexibilisierung an totaler Deregulierung von unseren Arbeitszeiten durchkreuzt wird, und aus dem neuen PAN-Gesetz sogar ein Positivgesetz gemacht hat, weil wir eine Menge ordentliche Definition von den Arbeitszeiten, wir haben Bestimmungen bei den Horairmobilen angefordert, und wir haben unter bestimmten Bedingungen auch Arbeitszeitverkürzung angefordert. Das war gegen all Voraussetzungen, die Patronat für sich selber hat, und dafür sind sie auch noch immer Rosen mit dem Resultat, was wir erreicht haben. Wir haben gesagt, es wäre ein Kompromiss, weil wir hier einen Ausgleich gesehen. Also werden wir auch an all den nächsten Jahren für die kommenden Diskussionen agieren, mit unseren Aktionen und auch mit unserer Verhandlungskompetenz am Terrain, an Diskussionen par rapport zur Politik und zu dem Patronat. Ich habe gesagt, Arbeitszeit als Lebenszeit. Ja, da sind wir bei den Stichwörtern von einer besseren Harmonisierung vom Privatleben an dem Berufsleben. Wir sind aber auch bei dem Schutz von der Gesundheit und der Sicherheit auf dem Arbeitsplatz. Das sind Zielrichtungen vom OGBL an der Arbeitszeit froh. Und ich will auch nicht mehr daran erinnern, den Tag Congé, den ihr beikommt, plus der gesetzliche Feiertag, da geht es auch nicht mehr eine Gewerkschaft hier im Land, in die Initiative geholt hat, und das war auch den OGBL ab 2015, 2016, wie man die 6 Urlaubswochen gefordert hat, und wir fördern sie weiter, Kolleginnen und Kollegen. Und ich will doch, denke haut so, weil das ist auch die große Differenz, die wir zu anderen haben. All ganz erfahrene Personaldelegierten, die wissen, dass froh, wenn eine mehr Mattbestimmung am Betrieb hat. Wir wissen aber auch gleichzeitig an Arbeitszeit frohen, dass sie nicht mehr die Mattbestimmung umsetzen kann, wenn da dann ein Kader lebt, wo oben drüber ein guter Kollektivvertrag ist, den die Arbeitszeiten gut regelt, respektive ein Arbeitsgesetz, was die Arbeitszeiten auf alle Fall durch restriktiv hält, wo sie sein. Und das ist der Weg vom OGBL, ein gutes Arbeitsgesetz, gut Kollektivvertrag und dann eben auch das Agieren von den Personaldelegierten an dem Ganzen. Und da kommen wir weiter. Und da können wir auch hier im Land über innovative Arbeitszeitmodelle diskutieren. Und nicht wie die Patronat das will. Wie seht, wir wollen total dereguliert Arbeitszeitgesetz, wir wollen kein Kollektivvertrag, wir wollen das nach Schiss und Terra diskutieren. Da will ich nicht drin bannen, auf welche Richtung das soll gehen. Soll am dat as für den OGBL ein No-Go, das ist Politik, das ist Patronat. Wenn sie das wollen durchsetzen, da werden sie als Vollopposition kriegen. Ich kann im Moment nicht alle Sektoren abnennen. Es sind einfach zu viel, es sind noch zu viele Kollektivverträge. Aber ja, wir wollen mit der Aktion weiterführen, für alle morgen Bereiche wie am Nettoyage, am Handel, die Arbeitszeiten zu verbessern. Und das bis an auch die Einzelfrauen an den Temps de Travail, involontaire, die vielleicht müssen schaffen, was prekär Arbeitszeitbedingungen sind und auch Lohnbedingungen sind. Wir nehmen die als Beispiel zu nennen. Ich kenne das auch ganz rezent. Als Opposition nennen beispielsweise am Gardiennage, wo wir gegen Aufschluss in einen Kollektivvertrag sind, der nicht verbessert Arbeitszeiten bringt. Das sind die Betriebe, wo ein Ofes gesagt wird, dass sie bei der Neue soll schaffen kommen, obwohl es gut im Plan war, aber wo probiert wird, den Salari aus allen Avantagen rauszuholen. Damit muss hier im Land Schluss sein, und da geht die Aktion
auch weiterhin, ich kenne da auch. Ich kenne da auch die permanente Diskussion immer rundherum, Temperien abzählen oder gegen den Congé kollektiv. Ich kann Herr Bausch zitieren, als ein Bautenminister, den du ganz labber über die Sache schwätzt, mir als Message haut. Und den Herr Minister, da das Partnerwäsch vom Congé kollektiv, Partnerwäsch von den Arbeitszeitbedingungen, die am Kollektivvertrag steht, auch wenn etwas will machen, was positiv ist, Leid, da sollen allen die Aufträge, die ganz klar so, und der können Zeiten setzen, mit die Zeiten, die haben, um Kollektivvertrag zu funktionieren, an der Arbeitsgesetzgebung an nicht umgedreht. Das ist der Punkt, und es soll auch bei Luxtram direkt aufhängen, im Niveau von der Amplitude an der KG-Stage, neben dabei, dass die Leute an ihrem Kollektivvertrag dazu verdienen, und dass sie so können schaffen, wie es soll sein, das ist dann vertraut Novent und Herr Bausch van hin über als Arbeitszeiten diskutiert. An Arbeitszeit als Lebenszeit. Das gilt auch für die über die Liberalisierung von Öffnungszeiten am Handel in Lützeburg schwätzen. Das sind jeweils dieselben an derselben Regierung, die Großschwätze von Harmonisierung am Privatleben, wie wichtig das ist, an nicht merken, an welchem Widerspruch das sie eigentlich stehen. Aber so ganz klar. D'Ouverturen als Arbeitszeit von den Leuten. Und wir sind nicht mehr einverstanden mit einem Gesetz, das klare Restriktionen möchte, was die Öffnungszeiten begrenzt, aber wo möglich Aufweichungen davon nicht mehr können, über ewig funktionieren. Und das ist an der Verhandlung mit dem OGBL, soit an Akkord Interprofessionellen, soit an Kollektivverträgen, sonst der wird kein anderer Weg gehen. Ich will und ich weiß, dass ich heute noch nicht zu lang sein. Wenn kennt an der Arbeitszeit nach über die Überstunde schwätzen, die hier am Land immer mehr massiv gehen und unbezahlt sind. Kennt über die Congé parental schwätzen, wo ich verspreche, das Engagement vom OGBL, dass es da, wenn wir auch an erweitert Formulen randiskutieren, dass es keine Diskrimination gegen irgendeine dafür allem nicht gegen die innigsten Einkommens- und Lohnschichten. Ich kennt über die Diskussion vom Droit à temps partiel à durée déterminée schwätzen, pour, wie genannt wird, Raison familiale. Fand mir eine gute Idee, wir sollen nicht mit einer allgemeinen Arbeitszeitdiskussion vermischen. Und ich erinnere just daran, dass die Regierung fand, dass mehr für 20 Jahre schon am Kollektivvertragswesen zu Lützeburg angefordert und auch das als ein Merit als Gewerkschaft. Ich kenne die Wort Recht auf Dekonnexion schwätzen. Ja, es wird viel darüber geschwärzt, man mehr haben schon an einem Kollektivvertrag an der Uni, auf der Uni Lützeburg vor kurzem angefordert. Ich will aber vielleicht pure Machtgemeinde zum Kollektivvertragswesen insgesamt. Weil ich schon gesagt, wir verhandeln über 200 Kollektivverträge hier im Land. Aber als größtes Problem, und das ist so eine Hauptforderung von uns, nicht nur das Engagement, dass wir alles machen, dass es mehr Kollektivverträge gibt, das ist eine Forderung, weil für uns ein Skandal ist, dass nicht mehr 50% von den schaffenden Leuten hier im Land Kollektivverträge schon. An den Prozentsatz, der muss an den nächsten Jahren herabgeschraubt gehen. Durch die Stärkung vom OGBL, durch den Ersatz vom OGBL, aber auch durch Politik. Sie soll das umsetzen, was am Regierungsprogramm positiv steht, nämlich auch überall Promotion vom Kollektivvertragswesen hier zu Lützeburg zu machen, und eben auch eine positive Diskussion anzustoßen, wie man das Gesetz, das mittlerweile veraltet ist, und die neuen Realitäten angepasst kriegen. Wir haben, da schon nicht viel gesagt, die große Herausforderung von neuen Technologien, Digitalisierung, von neuen Produktionsmethoden und Organisationsformen. Und dafür brauchen wir und auch da als Engagement für dafür zu kämpfen und umzusetzen, ein mehr modernes
Arbeitsrecht an einem fortschrittlichen Sinn. Es so ein Lowings der lenkt von meiner Intervention, so eine Schicht wieder. Ja, wir haben ein Problem Niveau Arbeitsgesetz mit den Arbeitsverträgen. Wir wollen, dass es angedämmt wird, die ganze Arbeitsverträge Contrat durée déterminée oder den Interim oder de Pré de Main-d'œuvre, temporär de Main-d'œuvre oder natürlich die Formen, die atypische Formen von Scheinselbstständigkeit, a Contrat multiple, geht nun eine lange Reihe abzielen. Für ein paar Tage kommen Statistiken raus über die prekäre Situation der Jugendlichen hier im Land, 20% im Niveau vom Armutsrisiko. Das Problem vom Lohn, das ist die eine Seite davon. Das andere Problem, das ist, dass halt immer mehr Jugendliche mehr lang arbeiten gehen, wo sie nicht an einem festen Arbeitsvertrag sind. Und damit muss Schluss sein. Und dafür muss die Arbeitsgesetzgebung verbessert werden. Es wird dann auch viel geschwärzt von der Digitalisierung, was passiert mit den Arbeitsplätzen, was passiert mit den Qualifikationen, geht alles immer mehr schnell. Aber wie groß ist die Gefahr vom Verlust von der Arbeit, von der Qualifikation, vom Beruf und so weiter? Ja, aber genau da muss es auch arbeitsgesetzlich Antwort geben. Ich erinnere daran, dass wir seit Jahren für die Reform vom Gesetz über das Plan de Maintien dans l'Emploi streiten. Ich erinnere daran, dass wir seit Jahren eine Reform bei den Sozialplänen verlangen, eine Reform vom Verhältnisgesetz, einen besseren Kündigungsschutz. Und wir fordern für alle auch mehr Mitbestimmung, mehr Prospektion an den Betrieben, wo alles Leute mit durchsetzen, wo alle Arbeitsplätze am Betrieb in der Sicht geht, wie die gegebenenfalls an 2 oder 3 Jahren ausgeseit. Mehr Schwätze von Bilanzsessionen, an Auditsessionen, an dem kommen. Das muss alles kommen, weil das da, wo die positive Zukunft von der Aufsicherung von der Arbeit an den Arbeitsplätzen, von den Berufen, an den Qualifikationen leihen, und nicht auf irgendeinem anderen Platz. Und da gehört natürlich die ganze Wolle von der beruflichen Fort- und Weiterbildung dazu. Wir wissen, wie schnell das Wissen an unserer Gesellschaft an Evolution ist. Und wenn ich will, das Wissen, und das ist auch das allgemeine Wissen, das ist nicht nur das berufliche Wissen, will aufsichern, da müssen neue Rechte auf Bildung angefordert gehen. Und das sind natürlich auf der einen Seite Zeitrechte, wir sind auf der anderen Seite auch finanzielle Rechte, dass in die Bildungen kann finanzieren. Ich bin froh, dass der Punkt auch am Regierungsprogramm steht, die soll diskutiert gehen, und mehr sie bereit für zu diskutieren, an dem muss diskutiert gehen und an dieser Legislatur umgesetzt gehen. Wir gehen an die Wahlen mit der Forderung von der Stärkung statt Schwächung vom Sozialstaat heute zu Lützeburg. Wir haben an den letzten Jahren viel erreicht. Die Aktion die muss weitergehen. Und ich will doch ganz klar sagen, den OGBL ist nicht gegen Steuern, weil wir brauchen einen finanzstarken Staat, einen finanzstarken Sozialstaat, dass der Staat den für und allem am Interessen von den schaffenden von den Leuten leidet. Das sind auf der einen Seite performant öffentliche Infrastrukturen und Dienstleistungen. Ich könnte beispielsweise Schulbereich nennen, ich könnte Gesamtgesundheitswesen, Sozialwesen und vieles anderes mehr nennen, an die staatlichen Administrationen. Das ist den E-Volley, gegen Privatisierung und für die Stärkung von unseren öffentlichen Dienstleistungen heute zu Lützeburg. Aber wenn wir nicht gegen Steuern sind, weil wir sie brauchen als Resette für den Staat, da sind wir aber für Steuergerechtigkeit. Und da geht da ganz Europa noch heute zu Lützeburg ein Schieflage. Der Lohn wird immer mehr stark besteuert, respektive da kommen es zu den schaffenden Leuten, die wird indirekt Besteuerung an Taxen par rapport zu den Revenuen und Kapital an den Betriebssteuern. Und ich denke, und ich wiederhole nein, dass heute zu Lützeburg ein falsches Signal ist, wenn nein, Betriebsbesteuerung soll aufgesagt gehen, und dass es auch ein falsches Signal ist, dass Kapitalrevenuen
nicht mehr stark besteuert gehen, weil das ist eine große Ungerechtigkeit par rapport zu den Steuern, die mehr bezahlen. Aber wenn wir dann dabei sind, du könnt dann Diskussionen über die sogenannte Individualbesteuerung, und da wird man ganz gut aufpassen, dass das nicht in eine falsche Richtung geht. Wir wiederholen, und wir haben das schon während Jahren wiederholt, dass an der Diskussion auch endlich ein Mechanismus angefordert wird, für die Steuerbarem und die Inflation umzubannen, gegen die sogenannte Kahlprogression, was nicht Ernstes ist wie eine permanente Entwertung von unserem Abkommen, von unserem realen Abkommen. Und noch damit muss Schluss sein, auch das wäre ein Punkt, der wichtige Punkt an der Frage von mehr Steuergerechtigkeit. Wir hatten mit der selbst Regierung, die ja schon die Regierung Fiedru war, einen Akkord 2014 am November, wo dezidiert wurde, dass Sozialleistungen hier am Land nicht nur im Index gebunden wären, mehr sich entwickeln mit der Entwicklung vom sogenannten medianen Lohn. Ich will mit Genugtuung, das ist ein Deal Genugtuung, konstatieren, dass am Regierungsprogramm die Indexierung von den Prestationen SPS, die Geldleistungen steht, und zwar am Ende von der Mandatsperiode. Wir nachher wiederholen auch das Jahr, das Regierung ist aufgefordert, seinen Akkord anzuhalten, und dafür fordern wir heute noch nachher, dass Prestationen Familienleistungen hier am Land gemäß dem Medianlohn sich entwickeln und nicht just gemäß dem Index, auch wenn die Indexierung ein gutes Jahr ist, aber es geht nicht durch. In dem Kontext will ich der Triechende Stand noch final und den Finanzminister und dann auch und den Transportminister daran erinnern, dass wir mit der Gratuität vom öffentlichen Transport auch verstanden sind. Neben dieser Kritik, die andere machen, dass der wichtigste Punkt der ist, von der Entwicklung von allen Infrastrukturen hier am öffentlichen Transport hier zu Lützeburg. Und ich sage auch ganz klar, weil da irgendwo am Regierungsprogramm steht, dass sie den Abattement fiskal für das Friededeplacement wollen reformieren und noch innen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es in eine andere Richtung soll gehen, nachdem zweimal verschlechtert ging als während der Austeritätspolitik. Da also etwas will verschlechtern und das so, das könnt für uns nicht an tut. Solange nicht den öffentlichen Transport absolut performant ist, hier steht für ihn an seiner Freizeit, an seinem Arbeitsleben, auch für all andere Sachen, wo er an einer sinnvoller Zeit dahin könnt, wo er muss hin, als darum am OGBL überhaupt nicht zu denken. Und da akzeptieren wir auch keine Neidiskrimination par rapport zu all unseren Grenzkollegen, ob sie aus Belgien, Frankreich oder Deutschland kommen, weil das sind die da am stärksten geschrubbt gehen. Au contraire, wir fordern für sie auch Möglichkeiten über den öffentlichen Transport, Gratuität über die Grenze auszudehnen. Das wäre beispielsweise beim Zug für die Franzosen bis auf Thionville, respektive Lonkisch, für die Belge bis auf Gouvy, respektive Erl, auch für die Deutsch bis auf Igel. Das sind Forderungen vom OGBL an den Diskussionen, die wir da werden haben. Nach paar wieder zu den Sozialversicherungen, auch da just resümiert. Weil da gesagt, die auch stärkt vom OGBL, an dass wir uns sich können stolz sein, dass wir die stärkt tun. Es ist weitgehend gelungen an all den Jahren, wo überall massiv in Europa aufgebaut und attackiert ging und auch Austeritätspolitik betrieben ging, dass es öffentlich Sozialversicherungen intakt geblieben sind, das ist ein Merit, und da können wir ganz stolz sein, aber es so, als Aktion geht an die Richtung weiter. Wir haben dieser Regierung auch hier eine rote Linie gesagt, packende Wäsche von unserem Rentewesen, und wir haben noch hier ganz klar gesagt, die Verschlechterungen, die 2013 angefordert sind, die wollen wir vom Tisch holen, weil sie ungerecht sind und überhaupt politisch absolut nicht notwendig wären. Und das soll mal endlich anerkennen, auch die
die das mitgestimmt haben, demals, weil das an die falsche Richtung ging. Aber wir werden, Kollegen und Kolleginnen, ganz genau nur gucken, wie sich die europäische Versicherung entwickelt. Aber wir werden noch ganz klar tun und das Engagement von der Regierung Sie daran erinnern, nämlich dann, wenn es irgendwo ein Problem gibt, par rapport zur Situation für drin, dass das ausgemerzt wird, dass also an anderen wieder Gesetz auf diesen Punkten durchgebessert wird. Dieselben Remarken gelten natürlich auch für als Krankenversicherung, wo natürlich Prioritäten liegen, den Leistungskatalog zu verbessern, an den eben nun die moderne Medizin anzupassen. Auch das als eine kontinuierliche Aktion von unserer Gewerkschaft, dann noch dafür brauchen wir stärkt, für in den nächsten Jahren weiterzukommen, respektive auch zu verhindern, dass am Gesundheitswesen privatisiert oder kommerzialisiert wird. Auch das als eine von den größten Herausforderungen, die bei uns wird. Kolleginnen und Kolleginnen, ich kann nur nicht alle Themen ausschwätzen. Ich habe noch wesentliche angeschwärzt. Ich will zum Schluss nach op Wahlen wie genau angehen. Durch GBL wurde das Pferdespurt 2006, ich kann mich an die Tripartite erinnern, und hier steht der Jean-Claude Heifer der ersten Reihe noch. Das waren die Tripartiten, die angefangen haben, den Index zu attackieren. Und auf der anderen Seite der heutige Präsident der Europäischen Kommission so an Hand geschrieben hat, dass das Statut unique zu Lützeburg gewagt wurde. Das Statut unique als gesetzlich 2008 gestimmt ging. Merit vom OGBL. Der Merit aber auch damals, das ist, dass die zwei Berufskammern, Chambre du Travail, Chambre des Employés, fusioniert haben ab dem Moment, nur den Wahlen zu der neuen Chambre des Salariés. Und das ist also eine ganz große Errungenschaft. Chambre des Salariés nennen wir das Parlament von der Arbeit. Da haben wir also GBL, der Anfang. Die erste Wahl und die zweite Wahl. Also ich gehe noch davon aus, dass die dritte Wahl als die absolute Majorität an der Chambre des Salariés. Und schön. Und die Frage, die ich noch stelle, die soll gar nicht provokatorisch sein. Mit Frage ist, wie kann ein überhaupt auf die Idee kommen, hier am Land nicht dem OGBL als eine Stimme zu geben für die Chambre des Salariés bei diesen Wahlen? Wie kann ich auf die Idee kommen? Weil es schon an den 10 Jahren, wo die OGBL dort absolute Majorität hat, von keiner Seite, und ich betone hier, von keiner Seite, jemals eine Kritik gegen uns Arbeit hören. Es gibt also keinen Grund, nicht den OGBL zu wählen, Kolleginnen und Kollegen. Ich will dem Jean-Claude Hein nicht schmeicheln, weil er ist eben so lange Präsident von der Chambre des Salariés. Ja, mir auch hier wäre nicht viel, wenn nicht in OGBL gefahren durchstich. Während der Chambre des Salariés, Parlament von der Arbeit, als an all den Jahren eine Bombenarbeit gemacht haben. An ihrer ersten Mission, nämlich konsultativ sind über die Abwehr par rapport zu der Regierung, an der Chambre, an alle Gesetzesprojekte, Reglementer, die proposiert gehen, und zwar an die Bereiche, die direkt Salarien alle Guten, ob sie am Land wohnen oder nicht wohnen, betreffen. Und da ist eine Bombenarbeit gelegt, die mir gerade so wichtig ist. Das die vielen Analysen und Etüden, die da Jahr für Jahr gemacht gehen, zu all den Frauen, die uns interessieren, an die politisch Gestalt sind, an Aktualität tun, und auch all den Frauen, bis an den europäischen Plan heran. Stichwort Semester Europäen. Da wird Bombenarbeit gemacht, und die Bombenarbeit, die brauchen wir als OGBL für die Entwicklung von unserer Programmatik, für die Entwicklung von unseren Positionen, wenn wir auf Verhandlungen gehen, an all den Frauen
Schüler viel viel drin abgezielt. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Und da liegt auch die größte Bedeutung von der Chambre des Salariés neben natürlich ihrem breiten Angebot und beruflicher Formation, aber auch in Gewerkschaftsformation für uns Leute, wo mittlerweile Zehntausende Leute sind hier durchgegangen sind, aber wo ihn auch nicht Positives hört. Also nach ein Kehr, du hast Bombenerbisch gelesen gehen, auf wie weit dann in andere wählen wie den UGBL. An die Wahl von der Chambre des Salariés, Kolleginnen und Kolleginnen, das ist die größte demokratische Wahl, die es heute in Lützeburg gibt. Über 500.000 Wähler und Wählerinnen sind abgerufen. Jeder, der hier am Land schafft, in der Privatstatut schafft, jeder, ob er hier am Land lebt oder am neuen Ausland lebt, unabhängig von der Nationalität, und auch die geschafft haben, an Haut Rentner sind, wie gesagt, über 500.000. Kolleginnen und Kollegen, ich kann euch etwas sagen. Ganz Land guckt gespannt auf den Ausgang vom Resultat bei der Chambre des Salariés. Und ich kann euch auch sagen, dass Patronatsorganisationen hier im Land überhaupt nichts dagegen hätten, was der UGBL gibt bei diesen Wahlen geschwächt gehen. Alle Stimmen, die der UGBL nicht kriegt, als eine Stimme, als Wasser, ob hier Millen, gegen als Lohnoffensiv, gegen als Verteidigung vom Sozialstaat, viel besser als Sozialgesetzgebung, auf vieles mehr. Dafür, und das gilt auch par rapport zu unseren Diskussionen mit der Regierung, ist es immens wichtig, den UGBL zu stärken. Und dafür meine ich halt einen Appell, und der geht nicht nur nun erst die hier am Saal sind. Und erst als Kandidaten und Kandidatinnen. Geht und erst an dem Sinn, motiviert all Arbeitskollegen und Kolleginnen am Betrieb, geht durch den Betrieb, schwätzt mit Schiedsrichtern, sucht ihnen, dass auch die Wahl gerade so wichtig ist wie die Wahl von den Personaldelegationen, am Markt den Appell uns, dass sie wählen, weil schon länger, wenn da viel wählen, ist das ein Signal, deutliches Signal vom gesamten Salariat hier zu Lützeburg, par rapport zu den Patronatsorganisationen, par rapport zu der Politik, dass wir bereit sind, hier zu Lützeburg als Interessen zu verteidigen. Aber wenn die ganz besonders gut will verteidigen, dann ist es doch ganz klar, dass ein Appell möchte, den OGBL löscht zu wählen. An Stärkung vom OGBL, das ist keine eitle Formel. Stärkung von unserer Handlungsfähigkeit, von unserer Verhandlungsmacht, darum geht es. Und das ist auch der beste Weg für den sozialen Dialog heute zu Lützeburg unzufeiern, für das man mit Motto auf den sozialen Dialog können wirken, was kein anderes Wort als für Sozialverhandlungen, weil das nicht mehr, wenn ihr positiv Kraftverhältnisse hat, dass ihn auch Patronat genau an die Verhandlungen kriegt, um die es geht, die dann auch mit Resultaten zu einem Ende kommen. Auch da geht es drum bei diesen Wahlen. An all Divisionen, all Spaltung an der Gewerkschaftsbewegung, als ein schwächstes Gesamtsalariat, und ich wiederhole nach ein Kehr, das Lützeburger Salariat kann sich den Luxus nicht mehr erlauben von einer gewerkschaftlichen Spaltung, und dafür man schneidet einen Appell, den hat an enger stärker Organisation zu stärken, dem OGBL löscht ihn. Kolleginnen und Kollegen, Wahlen, die sind nie am Voraus weder gewonnen noch verloren. Den Erfolg, den erschafft ihn sich. Und dafür danke mir ganz größten Appell, reißt erst all gut in den Arsch ab bei den Moyen bis zum 12. März, dass man so viel wie möglich herausholen gibt durch Betriebe, schwätzt mit ihren Arbeitskollegen, mit den Membern von ihren Familien, mit all ihren Freunden, für das wir den Succès abführen, den wir uns wünschen. Ich von meiner Seite wünsche allen Kandidatinnen und Kandidaten vom OGBL ganz viel Chance bei diesen Wahlen für uns gemeinsam stärkt, für den OGBL, für die schaffenden Leute zu Lützeburg, wie den OGBL,
Gewerkschaft Nummer 1 und auch die Lösch Nummer 1. Merci.